Good morning. Vandaag lezen we de Geschichte, een reisbuch voor het leven, genoemd uit Psalm 119, versen 105 tot 112. Als Papa de Bibel neemt, kijkt Robbie rauf naar de vloer, am geval de aandachtstiden niet. Aber seine Eltern zeiden, die waren sehr wichtig. De Bibel is voor kraat nu, voor vandaag en voor immer, zei zijn mama verten. Wir können sehr viel lernen von der Vergangenheit, sodass wir nicht dieselben Fehler merken, was andere gemerkt haben. Papa sagt auch immer, dass die Bibel lesen wir sehr nutzbar. Gott sein eins gesehen, Jesus, lebt auf dieser Erde ohne einen Fehler merken. Dort ist sehr interessant davon zu lesen in Gott sein Wort. Robbie stimmt nicht mit. Heute dacht die Bibel wir sehr langweilig. Dort ist bloß von Menschen, die tausende Jahre treu lebten, sagt er. Von der ist alles so viel anders. Aber als Papa bekannt macht, dass er wohl nur Australien waren, abgeschaften und dort seine Familie mitkommt, wie Robbie sehr abgerecht. Ein Tag brachte er Becher und Lohnkarten von seinen Schullehrer mit nach Haus. Mein Schullehrer, Friesen, ist in Australien gewesen, sagt Robbie. Er vertelt mir Verschiedenes davon. Viele Dinge sind durch sehr anders als hier. Kijk mal naar dit. Hij liet mir sein Reisbuch. Dit erklärt, wat von den Dingen einer du kann tun und wat einer nicht soll tun. Auch gute Plätze zum Besiegen. Dort ist alles sehr gut, sagt Papa. Aber wat die dort nicht sehr langweilig waren, dit alles zu lesen? Und die Lehrer mögt hij nicht wat Fehlers und hat hij nicht Probleme? Ganz sicher, lacht Robbie. Hij vertelt mir davon, so dass ich nicht dieselben Fehler merken will. Und diese Bücher waren nicht langweilig sein für mich. Ich will lernen, wo einer kann eine gute Reise haben und wo einer kann fertig werden und dort lohnt. Dort halb Friesen ab seine Reise und dort wird uns auch halten. Papa frentelt. Ein Reisbuch ist eine gute Idee, sagt er. Aber wenn du nicht interessiert bist in das Reisbuch lesen für deine ganz wichtigste Reise, wundert mich doch, dass du das was lesen. Robbie kickt Papa großartig an. Was von einer Reise? Frug er. Was von einem Reisbuch? Deine Reise durch das Leben, antwortet Papa. Die Bibel ist dein Reisbuch und Gott, der Schreiber, ist der beste Führer für diese Lebensreise. Robbie stand und grabbelt und hat nichts zu sagen. Er hat noch niemals in den Weg darüber gedacht. Du bist recht, Papa, stand Robbie schließlich zu. Frauen, brauchst du durch das Leben zu reisen ohne ein Reisbuch? Glaubst du, dass die Bibel langweilig ist und nichts mit von der zu tun hat? Die Bibel ist voll von Verschriften und Halb und Rot für uns. Du hast alles bernen, was wir brauchen, um eine gute Reise merken durch das Leben. Gott läuft uns so sehr, dass die Bibel schreiben Leute, dass wir ihm können kennenlernen und für die ganze Ewigkeit mit ihm zu sein. Wie wichtig ist das dort? Was immer vorher geschrieben wird, wie geschrieben, dass wir darüber lernen sollen, dass wir durch die Geduld und den Trost und die Schrift würden Hoffnung haben. Römer 15, Vers 4. Seine Gotteskraft hat uns alles geschenkt, was wir zum selig werden und ein frommes Leben brauchen. Dadurch, dass wir den kennenlernen, der uns so viel Gutes zukommen lässt, dass uns zu seiner eigenen Herrlichkeit gerufen hat. 2. Petrus 1, Vers 3. Zum Auswendiglernen. Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist eine Lampe,
mir den Weg zu wiesen, auch ein Licht mir den Stich zu bedachen. Die Bibel ist das Reisbuch für dein Leben. So er Dank scheint.